Ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber wahrscheinlich haben Sie es sich schon gedacht. Die Menschen, die von Berufswegen auf der Bühne stehen, haben meistens ein Defizit. Oder, wir sind ja unter uns, Sie haben einen Vogel. Und das fängt schon meistens bei den Kindern an. Na, Bulli, was magst du gerne, wenn du groß bist? Wenn ich groß bin, dann will ich Schauspieler sein. Dann stehe ich im Mittelpunkt. Und alle müssen mir zuhören und noch dafür zahlen. Und ich habe ein tolles Auto und eine geile Frau. Falls Sie sowas daheim haben sollten, haben schon was falsch gemacht. Theater ist ja oft Therapie. Ne? Auf der Bühne kann ich endlich meine Gefühle ausdrücken und mich spüren. Gut, es gibt auch die, die familiär vorbelastet sind. Ja, schon mein Vater und mein Großvater und meine Tante mütterlicherseits waren Schauspieler. Das liegt bei uns in den Genen. Wir können gar nichts anderes tun. Und meine Kinder sind ja auch schon im ORF. Es gibt auch die, das ist heutzutage eher verbreitet, die dazu gezwungen wurden. Ja, was auch nicht. Alle meine Freunde haben gesagt, dass ich so super Witz dazu und dass ich zum Theater soll. Ja, aber das mit dem Text, das ist ein... Bei mir bitte ist das ja ganz was anderes. Ne? Ich habe ja einen Auftrag, eine Mission. Ja, wirklich. Schon die Schwester Dolorosa, die bei uns in der Klosterschule das Schulspiel geleitet hat, die hat mein Talent zum Märtyrer erkannt. Deswegen bin ich auch nicht in ein fixes Engagement auf die Burg, sondern ich wollte in der freien Szene selbstständig arbeiten. Und auch dort Theater spielen, wo zum Beispiel noch nie Theater war. Rorschach in Enstal. Aber ich muss sagen, ich habe mir das irgendwie ein bisschen anders vorgestellt gehabt. Ja, mit diesen modernen Stücken, die man heutzutage spielt und so. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Ich meine, was habe ich vorher gesehen? Im Burgtheater, nicht? Josef Meinrad, Paula Wessely. Meine liebe, gnädige Frau! Das ist schon gut. Lieber Theodor. Ich habe ja immer gewusst, was Sie für mich empfunden haben. Es hat halt nicht sollen sein. So habe ich mir das vorgestellt. Und dann war das schon für mich eine Umstellung, diese modernen Stücke und so. Meine erste große Theaterproduktion war nämlich so eine intime Produktion. Also intime Produktionen sind die, wo auf der Bühne mehr Leute stehen, als im Zuschauer. Und es um Drogensüchtige und es wurden sehr viele, ja, es wurde meistens rumgeschrien und geflucht und gespieben und zum Schluss waren alle tot. Und da hat der Regisseur von mir verlangt, dass ich jeden Abend zusammengeschlagen und auf den Boden geworfen werde. Also jeden Abend. Also ich habe überall blaue Flecken gehabt. Ich war ein Ganzkörperblaufleck. Aber ich war so stolz, was ich alles ertragen kann für die Kunst. Ja, blöd war nur, dass die gesamte Gage für einen Chiropraktiker drauf war.